Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der arabischen Küche und schauen uns einige Nationalgerichte an. Ja, jedes Land in der arabischen Welt hat seine eigene kulinarische Identität, die oft durch ein Nationalgericht repräsentiert wird. Lass uns mit Marokko beginnen. Hast du schon von Couscous gehört? Natürlich. Couscous ist ein Grundnahrungsmittel in Marokko und wird oft freitags serviert, traditionell mit Lamm, Gemüse und einer köstlichen Brühe. Und was ist mit Algerien? Da gibt es sicherlich auch ein spannendes Gericht. Absolut, in Algerien ist Couscous ebenfalls sehr beliebt, aber auch das Gericht Chakchoka, eine Art Eintopf aus Tomaten, Paprika und Eiern. Klingt lecker. Lass uns nach Ägypten reisen. Ich denke da sofort an Koschari. Genau, Koschari ist ein faszinierender Mix aus Linsen, Reis und Nudeln, garniert mit würziger Tomatensauce und knusprigen Zwiebeln. In Ägypten gilt es als traditionelles Streetfood, richtig? Ja, es ist unglaublich sättigend und bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt. Wenn wir weiter nach Osten gehen, kommen wir nach Libanon. Dort ist Hummus sehr bekannt. Aber was ist das Nationalgericht? Libanon hat Kebab als eines seiner Nationalgerichte, kleine Hackfleischbällchen, oft mit Bulgur, Zwiebeln und Gewürzen. Und was ist mit Syrien? Da denke ich sofort an Fateh. Richtig, Fateh ist ein köstliches Gericht aus Brot, Joghurt, Kichererbsen und manchmal Fleisch. Es ist ein wahres Wohlfühlessen. Lass uns weiterziehen nach Jordanien. Mansaf steht hier auf der Liste der Nationalgerichte ganz oben. Ja, Mansaf ist ein traditionelles Gericht aus Lamm, das in einer Soße aus fermentiertem, getrocknetem Joghurt serviert wird, zusammen mit Reis oder Bulgur. Und im Irak, was ist dort das Nationalgericht? In Irak ist Masguf sehr bekannt, ein gegrillter Fisch, der oft an den Ufern des Tigris serviert wird. Das klingt so, als würde man die Kultur und die Traditionen eines Landes durch seine Gerichte wirklich erleben können. Absolut. Jedes Gericht erzählt seine eigene Geschichte und bietet einen Einblick in die lokale Lebensweise. Hast du ein Lieblingsgericht aus der arabischen Küche? Schwer zu sagen, aber ich finde die Vielfalt und die Gewürze in jedem Gericht faszinierend. Ich stimme zu, es ist wirklich beeindruckend. Vielleicht sollten wir die Zuhörer fragen? Ja, welches Nationalgericht aus der arabischen Welt würdet ihr gerne probieren? Oder habt ihr vielleicht sogar schon eines ausprobiert? Lasst es uns wissen.